Von September bis April deelt Dama 25 so Videoen online. No 6 Mäint schwätzt de Gabriel mat zingen Eltern iwwer de Mobbing an der Schoul. Ze Summe mache sie eng Plan bei der Police. Dofir sind de Gabriel as seg Eltern bei de Service de la Police Judiciaire Section Protection de la Jeunesse geruf ginn, fir dats de Gabriel do sich aussue kann machen. Voilà, da sind wir hier an unserem Saal, wo wir die Vernehmungen machen. Hier ist ein extra Saal für die Vernehmungen von Kindern und Jugendlichen zu machen. Und hier hängen 3 Kameras, ich weiß nicht, ob Sie die schon gesehen haben. Voilà, da hängen noch 2 Kabel und die sind da, für das wir noch Ton haben, wenn wir da noch gefilmt haben. Wenn dir dann abverstanden wird, dann gebe ich am liebsten mit Gabriel allein schwätzen, mit das ist sich eher an dem Gabriel seine Decision. Ja. Ist das dann okay für dich, wenn wir rausgehen? Ja, okay. Ja, okay. Voilà, da weiß ich nicht, warten soll. Wir geben uns ganz einfach aufhängen, an dem wir uns vorstellen. Mein Name ist Waffling Sophie, du kannst Sophie zu mir sagen. Ich bin Polizistin. Auch wenn ich keine Uniform anhabe, bin ich aber eine Polizistin. Und ich arbeite bei der Protection de la Jeunesse. Und wir sind hier für Kinder und Jugendliche zu helfen. Und da gebe ich dir später, dass du dich ein bisschen vorstellst. Also, mein Name ist Gabriel. Ich wohne zu Bachtring und ich wohne bei meinen Eltern. Weißt du dann noch, wieso du heute hier bist? Also, Emma hat ein Video von mir gemacht und das an dem Internet stand. Erzähl mir mal von Emma. Oh, hat wohl immer auffallen. Anscheinend war ja noch ein David dabei. Kannst du mir von ihm erzählen? Ja, den David, der lebt immer mal drum. Okay. Du hast mal gesagt, Emma und David sind dich da gemobbt. Erzähl mir mal davon. Ja. Ja, also, wenn ich am Gang Lunch gegangen bin, haben sie mir am Kurve gezogen, sie haben Freschete gesucht, Sachen, die nicht live waren. Und dann haben sie das dann noch gefilmt und dann haben sie das dann den anderen gewiesen. Wie hast du dich da gefilmt, was du selbst gemacht hast? Nicht gut, traurig, Rosen. Das tut mich wirklich. Das tut mir wirklich zugesehen. Mhm. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie das an den Gruppenchat gesagt. Wie war da noch da alles dran? Noch andere als Menge an ihrer Klasse. Wie hast du dann erkannt, dass das Emma und den David sind? Andere, die an der Gruppe sind, die an meiner Klasse sind, mit denen ich mich besser verstehe, die haben dann mir das gewesen und noch gesagt. Und von da weiß ich das dann noch. Willst du mal sonst noch so viel dir schnappst? Nee, ich meine, das war alles. Okay. Da gebe ich die Kamera in Ausdrücke gehen, sonst für uns merkst, dass du aber geschwärzt wirst. Und da gebe ich den Älteren um sich gehen. Police schreibt den Rapport, nachdem sie den David, Dama, den Gabriel an einer Zeige gehört haben. Der Staatsanwalt hat darauf dezidiert, dass die 2 Männer ihre Täter sich für Jugendgericht wegen Belästigung und Veröffentlichung von Videos verantworten. Sie gehen zusammen mit ihren Eltern dahin gerufen. So, Herr Audience, hier ruft mir von Schliff der Schmidt aus seinen Eltern.
Voilà, die könnt ihr sitzen. Die Schwarz Lützebäuerisch? Ja. Gut, dann machen wir das hier Lützebäuerisch. So, du bist Emma Schmidt und du wohnst an der Stadt 2 Rue Victor Klein. Ist das so richtig? Ja. Voilà, dir geht reprochiert, zwischen dem Oktober 2022 und dem April 2023 immer Schüler aus deiner Schule abzuholen, wenn es im Rucksack angeblich, weil dir die falsch Mark gewirrscht wäre. Aus dem Mobbing, den du gemacht hast, du hast Cybermobbing gehen, du hast das aber nicht lang gemacht, mir das hat zusammen mit David gemacht, Schulkollege von dir. Du hast hier gefroht, bei der Violence Mord zu machen, dass du auf TikTok abgeladen hast, wird dafür zu anniedrigen. Geht dir also hauptsächlich obsessionell, dass nach Artikel 442 vom Code Penal reprochiert, und dass du die Messagen diffusiert hast, und das wäre dann Artikel 383 ist vivant vom Code Penal. Du hast heute auch einen Affocode dabei. Ja, ich assistiere am Thema. Emma, du weißt, um was es geht. Willst du selbst dazu erzählen? Nein. Nein. An dem Dossier, da sind ein paar Videos sehr gehen, da gucken wir uns die mal zusammen an, und dann gucken wir weiter. La mission Voilà, hast du da nie Frohen dabei gestellt. Aber es war denke ich am Internet dran ist, das bleibt da dran und das geht nie mehr fort. Mit war ja auf meiner privater Seite. Ja, mit dem Message, den ist öffentlich zugänglich. Für jeden, den er will gesehen. Hast du jemals bei dem Jungen da entschuldigt? Nein, ich habe just meine Meinung gesagt. Ein Video im Internet diffusiert, wo einem ohne Grund der Rucksack aufgehabt wird, das hat nicht mit seiner eigenen Meinung zu dienen. Es gibt verschiedene Wege, für sich zu entschuldigen. Zum Beispiel nennt er Mediafrohe mit den Eltern oder mit einer Vertrauensperson an der Schule. Wie ist die Situation da an der Schule? Ich kriege den Conseil de Disziplin. Aha, was ist dabei rauskommen? Ich bin nicht geflohen, ich muss in 2 Wochen daheim bleiben. Ich muss bis Ende des Schuljahres 2-mal am Monat an der Bibliothek arbeiten. Wie geht dir an deiner Klasse? Nicht gut, es schätzt bald jemand mehr. Was dir für eine Situation aus einer Klasse? Nee. Das ist wichtig, dass du mit deinen Eltern darüber schwätzt, dafür sind sie auch da. Du kannst auch mit deiner direkt an der Schule darüber schwätzen. Du darfst auch nicht ausgeschlossen gehen. Das ist wichtig, dass du den richtigen Umgang mit deinen Mitschülern findest. Ich habe all deine Message gelesen und Video geguckt. Wenn du so mit deinem Umfeld umgehst, da gibt es schwer für Freunde zu finden. Das Gespräch mit den Eltern ist auch wichtig. Wie habt ihr da reagiert, wie ihr von der Sache gewohnt seid? Wir haben probiert, mit ihm zu schwätzen. An die nächsten 5 Minuten durch das Internet und ein Handy ist schon konfisziert von der Polizei. Gut, dann gucken wir mal, was der Parquet dazu zu sagen hat. Ja, merci, Herr Präsident. Wie gesagt, gibt dem Amar reprochiert, die Videos eben gemacht zu haben, immer und immer rum, so auf TikTok abgeladen zu haben, ohne Darstellung vom Opfer für den Beruf eben zu planen. Sodass ich auch noch das Gericht wird frohen, der Fraktion vom Harcèlement obsessionnel auf von der Diffusion von Messagen mit Gewaltcharakter zurückzubehalten. Und du musst da bewusst gehen, dass wenn du so etwas an den Internet setzt, der Präsident hat doch schon gesagt, dann hast du keine Kontrolle mehr darüber, was du mit da geschieht. Das wird wirklich langwierig Konsequenzen und du kannst das nicht mehr auf irgendeine Art und Weise dünno rückgängig machen. Wenn du major wirst, also schon 18 Jahre hast, da ging man auch nicht für Jugendgericht stehen, da wirst du die andere Seite für große Gericht und du gingst dir ganz andere Pennen, also Strafen riskieren. Ich will einfach bewusst machen, wie grave das ist. Den Artikel 383 vom Code Penal gesagt, eben für die Diffusion von denen Gewaltmessagen eine Prisonstrafe bis zu 5 Jahre für und noch ein Pendament, also eine Geldstrafe bis zu 75.000 €. Und noch für den Harcèlement obsessionnel gingst du schon bis zu 2 Jahre Prison riskieren und noch eben eine Geldstrafe. Bon, du musst da wirklich bewusst gehen, dass das, was du heute gemacht hast, grav ist. Bon, Herr Präsident, muss ich so, seit der Brille des Tür war es logisch, da man heute nicht mehr an den Internet gesagt wird, irgendwie eine Fraktion durchstellen kann. Mittlerweile musst du wissen, dass wenn so etwas nach einem Resultat kommen, da riskierst du auf 3 Uhr platziert zu gehen, war sogar an Dunisag, was dann eine Zauenstruktur sogar ist.
Und ab 16 Jahren kannst du auch schon wen erwussen die andere Seite konsideiert gehen und dann eben zu den Penne kondamniert gehen, die ich doch gerade erklärt haben. Ich hoffe wirklich, dass du verstanden hast, dass das, was du gemacht hast, eben schlimmer ist. Das waren 25 Videos, die du an den Internet gesagt hast, immer und immer rum, wie gesagt, für die Beruf zu planen, zu belasten, à tel point, dass die wirklich Angst hat, für eine Schule zu gehen. Das ist wirklich schlimm und du hast ja auch selber ein bisschen gesehen, wie das ist, wenn ihn ausgeschlossen ist an der Schule. Was Sanktionen angeht, Mesure éducative, die Oberschwer gegen das Gericht, dem Nobier den Övre Philanthropik zu sprechen, der Tisch Arbeiten am Sinn von der Allgemeinheit, die nicht bezahlt sind. Wie das du eben verstehst, was du gemacht hast, was du der Victim angetan hast, mir auch wie schuld, dass du der Gesellschaft am Anfang gemacht hast durch den Straftaten. Ich ging geriet auch bitten, den Handy, den saisiert wurde, zu konfiskieren, weil den eben die Basis war von den Infraktionen, die du gemacht hast. Was d'enquête vom SCAS angeht, muss ich allerdings sagen, Herr Präsident, dass der ganz positiv ausgefallen aus dem Encadrement von den Älteren daheim, den ist gut. Bon, du musst damals echt dass einen ältere Merci sagen, wie sich selber, mittlerweile ging es heute kein Placement frohen mehr für Maintien im Milieu familial mich ausschwätzen. So nicht merci. Maître Diotwort. Ja, Herr Präsident, Madame le Procureur. D'Internet ist eine neue Welt, an der die Jungen heute müssen auch eins gehen an die Welt als leider voller Gefahren. Und das haut ein Beispiel, ein trauriges Beispiel, mit dem wir heute bei euch kommen, an dem es effektiv falsch agiert wird, an dem die Bilder auf dem Internet gesagt wird, also ich vielleicht nicht bewusst war dem Moment, was fängt aus muss das Kind für Matschüler haben. Dann man heute aber von Anfang an die Sache zugehen, dann man könnt auch doch bei euch als abgeregt doch verstehen haut, dass das schlimmer ist, als dem auch haut bewusst an das Team auch lädt. Dann war auch selber Opfer gehen von Matschüler durch das Affäre als isoliert gehen an als auch eben erlebt, was sein Matschüler erlebt hat. Und du könntest noch dabei, was auch richtig ist, wahrscheinlich dass die Schule auch interveniert ist und hat ja auch disziplinär gekriegt, sodass es da auch noch ein Rappel à l'ordre von der Schule kriegt. Dabei könnt ihr nur noch das Thema daheim auch noch ein erklärt kriegt, dass es falsch agiert wird, sodass das, was geschieht ist, kann es leider nicht mehr darauf zurückkommen. Und auf der anderen Seite wurde da durch die Schule, durch die Familie, an Haut für uns die Sache nach einmal erklärt kriegt. An Schmengen Haut wurde doch die Message definitiv verstanden und wird auch die Welt vom Internet auch nicht umgehen. Ich glaube, mich dem Konklusionen vom Parquet, dem Requisitoire vom Parquet zuschließen, an dem sich dann auch effektiv übrig ging fand, dass d'Œuvre Philanthropiken eine gute Mesure wären, dann man heute ja oder von der Strophe oder von der Mesure éducative auch nach eben wie gesagt der Conseil disciplinaire an daheim ja auch nach ein Rappel à l'ordre kriegt, so ich fand dass das ein ungemossen Strophe und da ging ich auch effektiv de Maintien au Milieu familial auch plädieren und darauf insistieren, wie gesagt, der Rapport SCAS als positiv an die Familie kümmert sich Mädchen an die Konditionen daheim, die Verhältnisse daheim als ganz gut zugänglich spielen, dann de Maintien zu sprechen. Merci. Voilà, habt ihr noch Fragen? Nein. Gut, dann hoffen wir, dass wir es nie mehr herum gesehen. Dort ist dann 4 an 2 Wochen. Wenn der Dummer dann nicht verstanden sitzt, dann hat er feiert Zeit für einen Appell zu gehen. Und du das Sitzung dort abgehoben an der könnt heimgehen von der Welt.
Ja, Herr Audience, da ruft noch eine Skrifte beschalligt daran. So, du schwätzt Letzebäuerisch? Ja. Gut, da schwätzen wir Letzebäuerisch. Du bist ein David Meier und du wohnst 5 früh Robert Biver zu Bachtreng. Ist das richtig so? Ja. Gut. Du kriegst heute vom Park reprochiert, express für die Video können zu machen, dafür erniedrigt zu holen, während dem es da mal gefilmt wird und dann das Video abgeladen zu holen. Was willst du dazu erzählen? Und ging mich auch interessieren, für was du das gemacht hast. Ich wollte Mama seine Aufmerksamkeit. Und du hast dem uns keine Frage gestellt. Aber es denke ich am Internet, dass das dran hat, geht nie mehr fort. Nein, ehrlich gesagt, ich ist nur der Plan, du gefangen mit nur denken. Hast du dich da jemals beim Jungen entschuldigt? Ja, also ich habe mich nur der Plan und ich nur gedacht, wie gesagt, und ich habe mich dann auch entschuldigt. Du denkst, ältere weißt ja etwas von diesen Videos, du? Aber nee, so haben wir ja auch nicht dazu. Aber wie er reagiert, wie der von der Plan her hat? Mir war ganz gut erfeiert. Ich habe auch probiert, mit ihm zu schwätzen, aber das hat er recht nur eine gewisse Zeit etwas brücht. David, wie hat den Schulter reagiert? Mein Direktor hat mit mir gespart und ich war 2 Wochen von der Schule geflohen und ich mal ein Projekt neben der Schule. Aber wie ist die Situation, Lu? Ja, es geht mal ein bisschen besser. Na ja, da bin ich froh, dass das besser geht. Aber du darfst selbst wieder dort nie mehr machen und nie mehr herumkommen. Ja. Bon, dann gucken wir, was der Park dazu zu sagen hat. Ja, Herr Präsident, merci. Bon, David, geht aus dem Dossier für, dass du eigentlich ein intelligenter Junge bist. Du hast auch über das nur gedacht, was du gemacht hast. Du hast dich finalement auch entschuldigt, aber du musst auch noch kommen an Dingen im Leben. Ich weiß nicht, ob du da schon Gedanken darüber gemacht hast. Also, wie Psychologie könnte vielleicht doch dabei nach helfen. Bon, was die Fähen angeht, du hast bei dir am Punkt der Fraktion, also die Straftat vom Harcèlement obsessionnel zurückzuhalten und noch Diffusion von Videos mit Gewaltszenen. Wenn du major wirst, das heißt 18 Jahre hast, dann wirst du nicht für Jugendgericht, dann wirst du die andere Seite. Und dann gingst du am Anfang Prisonstrafe riskieren für das, was du gemacht hast. Du warst Kompliz vom AMA und du gingst am Anfang dann 2/3 von den Strafen vom Hauptautor riskieren. Das heißt, du musst dir bewusst sein, bei dir wären das dann bis zu 16 Monate Prison für den Harcèlement obsessionnel und noch für die Diffusion von den Videos wären sogar bis zu 40 Monate Prison, zu denen du da kannst kondamniert gehen, wenn du eben schon ein Erwachsener wirst. Und das just für, dass du verstehst, wie schlimm denn das, was du gemacht hast. Bon, der Rapport de Moralité, der von der Police gemacht wurde, der war aber ganz gut. Ich bin dem Gericht œuvre philanthropique zu sprechen und ich ging aber auch proposieren, dass man bei einem Maintien im Milieu familial bleiben bleiben. Merci. Maître Dieu-Wort. Ja, Präsident, Madame Substitutin, ich meine, was die Straftat in der EU belangen, denn David hat den vollen Aveu gemacht. In ass Remansion ich mein, dat muss ich bëssen am Kap halen, ihr wollt engem Mädchen gefallen, an du wurden sech den Konsequenzen vu segem Handeln fir sech, fir d'Offer, fir in allem net bewusst. Hin huelo se Konsequenzen bist gespurt in dem Conseil de Disziplin 2 Wochen vun der Schul geflohen, wo eng Zeit konnte eng gut drüber nur denken, wat du gemacht huet, die nützt sich auch effektiv beim Opfer entschëllecht. Muss ich noch so, denn David hast du eben ganz gut enkadréiert. Wir haben relativ soliden Milieu familial. Ich denke, dass nicht unbedingt sich noch weiter Mesure edukativen imposieren. Und ich gebe natürlich auch froh, dass hier im Milieu familial geschwart gehen. Gut, Familie oder David, wie dir noch weiter frohen? Nein.
Gut, dann aus der fairer Beratung geholt, die kriegen nur Teil an 2 Wochen. Wenn er dumm an der Dachverstande sitzt, dann hat er in der Leben gefeiert, stehst für einen Appell zu gehen. Und du sind wir dafür haut hey, fertig, der kann dann heimgehen, wenn er will. Beim David ist den Harcèlement obsessionell beibehalten gin. He krut 40 Stunden œuvre philanthropique oberlecht. Bei ihm as se Maintien am Milieu familial gesprochen gin. Beim Emma as Harcèlement obsessionell an Diffusion vu Gewaltvideoen beibehalten gin. Hat gut 80 Stunden œuvre philanthropique oberlecht. Bei ihm as eure Maintien am Milieu familial gesprochen gin. De Gabriel huet de Schuldensersatz vu 500 € Zivilgericht zougesprach krit.